Welcome hier. Mijn vrienden dat je in levenswasser kijk zijn van deel. Zeer goed dat je met ons zijn van deel. We hebben een bijzondere Samariërs van deel. En een van de dingen wat we wel doen van deel is we hebben tofas. En we zijn zeer excited over dat. We zijn excited voor die wat zich tof loten. En voor de families en bus als kerk dat je met bij onze vision waar we hingen rond zijn. We willen mensen leren dat ze worden God leven en mensen ram en tuin. En so we zijn excited over dat. Dat is drie stuk wat ik ga laten tof laten in de bulletin waar een noemen stuk opkomt. En op ik geloof ze voor zich introduceren. So wat we worden doen is zij hebben ons een testimony gegeven. We hebben een video genomen van den testimony. So we worden video's hier in kort dat ze weer spelen. En dan laten we ons in opkomen. Ze worden tof voor. En die tijd waar de pastors waar niet een mic on ha, aber best dat je weet wie we aan tof wie tof zijn en in naam van den Vader en van den Zoon en van den Heilige Geest. En zo dat wij vielleicht niet hier van zij dat te ernst zijn. En aber we zijn excited over dit. We hebben ons bis met vrij met een van de Samariërs. En bis een goede tijd gehad, zo waar we de testimonies het nächste hier. Mijn naam is David Ver en ik wil je met vertellen van wat God in mijn leven gedaan heeft. Vorig jaar weer ik had een zo decent leven. Ik had zoveel depression en anxiety in mijn leven en mij ging dat zelden schijn. Ik wil best meest rennen bis voor een TV zijn. Ik wil best videogames spelen meest dag en nacht. Wegens ik krijg zoveel anxiety voelen door en ik me zo depressed voelen door, dan kan ik niet slapen. So ik wil best wat laat in de nacht spelen en dan nu dem nog proberen een paar stunden vielleicht nog te slapen. Wanneer ik dat doe, dan kan ik er nog van alles vergeten, dan heb ik mijn attention alle doen. En aber nu dem mij ook dat best dollar uitgehaald en op mijn situatie best ja. Wanneer ik dan om dinsdag staat eruit voor een deur, dan dacht ik zo, oké, van daar wil ik dan wat zelfs wat doen. En dat is wanneer het verder wat ik kan, moet ik dan entweder drugs, alcohol of andere dingen doen. Den ganzen tijd waar ik het leven doe, dan is God iedere maand naar mij gekomen. En hij zei mij, dat ik wil die leven aan anderen, geef die best mijn hand te mij. En ik zou van best allemaal waren weg. En neben hij kwam naar mij en hij beweist zich zo sterk te mij. Hij zei mij hoe goed hij mij had. Dus ik had allemaal een beeld in mijn baan dat God die weer einfach al ganz stil over mij. En dan kwam hij best naar mij en hij weist mij dat hij weer den ganzen tijd weer hij nog allemaal bij mij was. En dat we best ik wat du van hem weggaan door. De grootste aanhoudnis is groot mijn verlangen, wat ik niet heb God te doen. Ik heb, ik me bekend, dan dacht ik bij mij dat we allmählich ze staat te leven, een christelijk leven te vieren en zo wieder. En wat ik daar niet verstaan kan, wat ik niet verstaan kan, dat is wanneer ik te God handgeven dat hij gaf ons, krijgt den desire om nu te vallen. En wegens we den verlangen hebben, dat gaf ons de kracht al deze dingen in ons leven om te ändern. Ik wil me tof laten, wegens God heeft mijn leven veranderd. En ik geloof dat is een kracht aan, wegens de Bibel die zegt, dat wanneer we ons tof laten, dat is het wanneer we met Christus sterven. En we staan frisch met hem op. So ik geloof dat is een kracht aan en ik wil het als een symbool doen van mijn geloven aan hem en wat ik aan wil doen.
Mijn naam is Piet Hiebert. Ik wil met jullie al een beetje meedelen hoe mijn leven al geweest is en wat het nu is en wat God in mijn leven gedaan heeft. I lived for the world. I pursued my own fleshly desires. I fell into a life of drinking and partying, and therefore I put myself through a lot of hard times and altogether just lived a ungodly life. Well, I felt a lot of emptiness in my life. There were a lot of questions going through my mind that I couldn't seem to find the answers to. And as I was searching for these answers, my eyes began to open to the fact that I needed Christ in my life and that He could answer all these questions and fill that emptiness that was in my life. My life has changed a lot since being converted to Christ. I now have all the answers to the questions that I used to not have the answers to. I now know why I'm here and what this life is for, and dort ist zum Gott leben in Menschen dein. I want to take that next step in my Christian life, to be baptized in the name of Jesus Christ, to live for Him, and to live by the Word of God. Mi nombre es Miguel Ángel Romo Medina. Quiero compartir esto con ustedes acerca de lo que es la vida con Jesús. Antes de conocer al Señor, mi vida era un camino sin final. Era una persona que no tenía ningún objetivo. Creía que la vida que estoy viviendo en este mundo, el día que se acaba, ahí se terminó todo. Era es decir, como un alma sin dueño. Eres una persona que estás expuesta al pecado. Bueno, las circunstancias fueron tiempos difíciles, tiempos donde necesitabas escuchar a alguien que te diera algún consuelo cuando pasabas por un sufrimiento. Es donde comencé a explorar, más bien a buscar ayuda sobre algo. Había escuchado de Jesús, pero yo quería escuchar algunos consuelos que me hicieran sentir que en realidad estaba conmigo. Y mi esposa fue la que me invitó a la Iglesia de Cristo, y por medio de ella seguimos escuchando cada domingo la palabra de Jesús. Bueno, mi vida ha cambiado en muchos aspectos. Primeramente, no soy el objeto del pecado, ni soy juguete de nadie. Mi vida ha cambiado con mi esposa, con mis hijos y conmigo mismo. Me siento lleno. Ahora sé a dónde caminar y sé el objetivo que tengo para un futuro. Quiero ser bautizado para sentirme mejor conmigo mismo, y creo que como seguidores de Cristo esto fue lo que nos dice su palabra. Y al venir a la iglesia, pues aunque vengo a cada domingo, no me siento totalmente que pertenezco a los seguidores de Cristo. Es por eso que me decidí a bautizarme, y al saber que esta
vida solamente es pasajera. Eso me pone a pensar que Él nos ofrece una vida eterna, y es por eso que tomé esta decisión. Wow, das ist awesome, amen. Wundervoll, das sagt im Himmel, das sagt in der Bibel, wenn der Sünder sich andreht, im Himmel sind die Engel, die sich freuen. Und von der freuen sich, weil sie haben sich ihr Leben umgedreht und sie bewiesen dort, dass sie tollfluten, sie sind Jesus gut und sie fallen ja nur, das ist wundervoll. Weil bis Jesus ein Dankeschön sei, thank you Jesus von der, dass er Leben verändert hat. Und Lothar, wo sie hier nach Pferde kommen, Lothar, wenn der Service hier stark ist, kan je met een hanteren en plus en zijn ver je uitgaan. Ik freue mich, dass ihr hier von der sind. So soll gesagt werden, wir sind in dieser Reihe Botschaften von Glaubensfamilie. Wenn wir eine Apostelgeschichte lesen, das 2. Kapitel, wo die Kirche anfängt, dann sagt es dort, dass Gott deut zu der Gemeinde bei all die, was seilig werden. Und so das ist ein Ding, was ich glaube, was sehr wichtig ist für uns, dass du und ich das klar holen, dass wenn wir in Gott seine Familie sind, dass wir in Gott uns nennen haben. Und ich habe Ihnen versucht zu sagen, dass die Familie gehört Gott. Das ist nicht meine, das ist nicht deine, das ist Gott seine Familie. Heute stellt der Taub, wir sind durch den Heiligen Geist in der Gemeinde getauft. Und man und du versuchen die Gemeinde zu vernichten mit Uneinigkeit, mit Selbstsüchtigkeit und so Dinge, dann do wir mit dem Teufel taub versuchen, Gott seine Familie zu vernichten. Von der ist das Thema, dass ich will die Familie wichtiger merken als mich selbst. Ich will die Familie, und ich meine nicht die Kirche, Gott seine Familie, ich will die Familie wichtiger merken als mich selbst. Wir sind alle Menschen, die mit einer gefallenen Natur geboren sind. Ein Part von der gefallenen Natur ist eine selbstsichere Einstellung. Selfishness. Wir sind alle ein bisschen gesagt, dass ich sie das Wichtigste, ich muss mir gedeihen, du musst so tun, als ich will und so weiter. Und wenn wir diese Einstellung in die Kirche kommen und durch mich in die Kirche anwarten, dann sehe ich eine Person, die durch meine Selbstsüchtigkeit Gott seine Familie vernichten wird. Ich habe Ihnen euch gesagt, dass das von der Kirchen, viele Kirchen, die gespult sind, die vernichtet sind, wenn da vielleicht ein oder zwei oder eine nette Gruppe Personen in der Kirche selbstsüchtig leben. Sie mögen sich selbst das Wichtigste. Sie mögen eher verlangen, das Wichtigste. Sie mögen eher Dinge, was sie bleiben, was sie sollen, das Wichtigste. Und so, wenn mir das wichtig ist, dass ich mein Willen habe, dass Gott seine Familie wird gewinnen, dann darf ich seine Familie vernichten. Dann wird Gott hat die Familie totgestellt, er hat Lehrerschaft gesagt und so weiter. Und so, das hat alles seine steht. Aber von der wir ein bisschen reden von Selbstsüchtigkeit, was das, und ich war Luther in der Botschaft von Notbetschrift lesen, oder die Bibel lesen, und ich glaube, dass das China aus Gott, was der Welt kriegt, wo Selbstsüchtigkeit sitzt. Und wo das und wo Gott durch jeden ist und so weiter.
Als de Dievel nun Gordon Eiden kommt und einfach verseken dat, dann versekt de Feind einfach anzubilden, dass du bist der Mittelpunkt von der Welt. Und Gott hält was treff von dir. Weißt du, wenn du wirst von des Baum eten, dann wirst du besser worden, du wirst kleiner worden, du wirst geraten sein. Das handelt sich alle am Arr. Als der Feind nach Jesus kam und Jesus verseken hat, dann will der Feind verseken, Jesus den Mittelpunkt merken, na, wie wir vielleicht sagen, er ist der Mittelpunkt und er soll auch sein. Aber was der Feind für Jesus versagt, ist, dass Jesus wird jeden Gott sein Willen, sich selbst den Mittelpunkt merken und dann wird alles herum andrehen. Hey, wenn die hungert, dann merkt Brot von dir, du wirst ja Gott sein sehen. Habt's mal durch von Tempel rauf, dann waren die Menschen, die alle gleich, und die waren alle wundern, wer du bist. Und dann warst du groß, waren die Menschen waren an die leben. Hey, wenn du mich warst anbeten, dann war ich die, das alle geben, das handelt sich alle von Jesus, soll sich selbst den Mittelpunkt merken, und dann wird alles herum andrehen. Und weet je, Lied, dat is van de eerste dag, dan hebben we den Dievel zijn plan, dat ik en du, dat we worden ons zelfs opstellen als de middelpunt van de familie, en dan moet alles zo zijn als ik zie. Die moet het zo looten als mij, die moet zo eten als ik, of wat immer dat alles is, maar ik zie de hoofdpunt. En weet je, Lied, ik wil je plus einfach ganz glücklich sein, dat wenn du so eine Einstellung hast, dat du bist der Mittelpunkt von der Familie, dort ist der. Nou, ik weet dat is een beetje einfach. Aber Gott in seine Familie will nicht Personen haben, die sich selbst abstellen als der Mittelpunkt in nur Rand, alle Rami. Das gibt wenig Dinge, die so schrecklich die Familie vernichten, als Selbstsüchtigkeit. Ich und mir allein. Und so werden wir dann niemals von verjeten Familie, werden wir dann niemals von verjeten, dass der Dievel hat ein Ziel. Und dat is Gott vernichten. Weet je wat dat is? Durch Gott seine Menschen. Want hij kon ons als Familie einer jenen anderen, und wir waren uns Väten einer den anderen, wir waren ganz verjeten von Leib, wir waren ganz verjeten von Evangelisieren, wir waren ganz verjeten von Mission tun. Und weet je, da sind Hunderte und Hunderte und Hunderte Kirchen von denen, die nicht eindenken in Mission tun, wenn sie sind viel zu trag wegen mir. Und das traut alle an mich. Nou, ik geloof niet dat we zo'n familie zijn en we willen niemals zo'n worden. Aber der Feind versucht, Gott seine Familie zu vernichten durch vätende Christen. Nou weet je, van de eerste dag leven we in de wereld, wanneer we hier wat in de wereld alle passiert en wat de regering alle deed en wat alle vrijheid wordt en wo dat immer enger wordt voor het Christentum, dan kunnen we zeggen, de Dievel versucht, Gott seine Familie zu vernichten durch die Welt. Und er deed ook. Aber weet je, heeft nog een veel betere geweer. En dat is, wanneer we als Gott seine Kinder ons brücken laten von den Dievel, zum Gott seine Familie vernichten. Und wie dann dort durch Selbstsüchtigkeit. Ich fand geschrieben von wo Kinder sind. Na weet je, dit is een beetje in dort, weil Jesus sagt, wie sollen uns Kinder worden, so wieder. Und du hast eine Sied von Kinder, wat er vertrouwensvol is, die geloven die alles, die worden alles, like Mama und Papa sind das Geratste und das Bast und so weiter. Dat is bij Kinder bij, en so Jesus will haben, wie sollen sie glauben und vertrauen haben, als Kinder haben. Aber das ist noch eine andere Seite Kinder. Und je weet, dat rennen alle, want je hat kleine Kinder, je hat, so ich will hier mal ein bisschen eine Liste über sein, und dann denk mal nach, dass das nicht Dinge wären, was die und die Kinder fangen, als die abwassen, nach wann die von dir naht sind. Das sind Dinge, die uns oft gelehrt wird. Wenn ich das gleich, dann ist das meint. Wenn ich das von dir kann wahrnehmen, dann ist das meint. Wenn ich das zum Morgen soll einmal haben, dann ist das nachher meint. Wenn ich sage, dass es meint, dann ist das meint. Wenn das so sitzt, dass es meint, dann ist das meint. Wenn ich das hat das Erste sein, dann ist das meint. Wenn die das scheint, damit spielen, dann ist das meint. Wenn du das irgendwo einmal hast handgelegt, dann ist das meint. Wenn das zwei ist, dann ist das dient. Dann weet je, so sind Kinder, und wir weten, das rennen alle. Weet je, was der Trouble ist? Dass wir da niemals ganz ruhig waren.
Und das ist eine von den Dingen, wo wir hier in Kämpfen machen, als Gott seine Kinder, dass wir nicht uns selbst vorbrücken, unsere Selbstsüchtigkeit, und dass wir nicht einmal wollen ein Instrument sein, in den Teufel seine Hänge, bloß mit unserer Selbstsüchtigkeit, Gott seine Familie merken und wann möglich ganz vernichten. Ich vertel je een feierwerkelijk weer dat van een kerk wat ik las, wat zich viele Jahre fährt und spult, wenn ein Diakon hat nicht so ein großes Fleisch getreten als ein kleiner Junge. Und wir denken so, wo du warst, was ein Mensch, und das ist so, wo du warst, war wie manchmal. Selbstsüchtigkeit. Gott seine Kinder, die können einmal sehr selbstsüchtig handeln. Na, vielleicht, wenn ihr Wort meint, das Wort selbstsüchtig. Selbstsüchtig meint, ich sei bloß mich selbst. Ich sehe das Wichtigste. Du bist das, was ich will, wenn nicht, dann hast du was anderes und dann muss verfehlen. Ein Schreiber sagt, dass wir können sagen, dass die ganze Mehrheit von Problemen in der Gemeinde kommen her von selbstsicherer Einstellung. Mir ist es immer sehr interessant von Jesus seine Jünger. Na, denkt je mal nach, diese 12 Jungs, die lebten mit den besten Lehrern in der Welt op. Die lebten mit den besten Heilern in der Welt. Ich meine, stellt je mal vor, mit Jesus top rumgehen. Wir wollen mal sagen, wir fangen in der Swift-Kolonie an und gehen wir hier durch die Dorpen und wir mögen gesund. In jeder Dorf kommen die Menschen top gerannt und Jesus mögt gesund. Wer würde nicht mitgehen? Wow, kann ich Ihnen feststellen, das für diese Jungs werden. Und so, nu gehen sie einen Tag durch den Dorf, durch Rosenthal, oder war das halt. Und so, die 12 Jungs, oder vielleicht 10 von denen, ich sage das für Petrus, wie mit Jesus top, und muss Jesus ein bisschen fair sein, wie das alles soll. Und so, Petrus geht mit Jesus top, und da hängen ran, und da kommen die anderen 10, und das geht auch noch Leute und heute her. Und weißt du, das meist zum Lachen. Und so dann sagt es, so steht in Markus 9, Vers 33 bis 35. Das ist, hier ist viel Pferde, da kann ich Titel nicht alle lesen, aber sie sind durch die Dörfer gegangen, heilen und so eine Dinge, und ich sagte, so steht, dann kamen sie nach Kapernaum, das ist das Dorf, wo Jesus wohnt. Und als sie erst im Haus waren, wir früh an, wo Streit gegeben hängen wir ist. Weißt du, wie man das einmal lachen? Diese Jungs, die gehen dahin Jesus, und sie streiten sich, wer ist das Geradste. Mensch, das ist so menschlich. Wer ist das Wichtigste? Hey, weißt du, sagt Petrus, ich habe meine Fischerie ganz Tag gelassen, und ich sehe ein bisschen die Fährste und so weiter, ich soll die Wasser. Und Jakobus und Johannes, das ist noch zum Lachen, sie nehmen sich ihre Mama an, ihre Mama. Zum Jesus gehen und sagen, hey, würden meine Jungs, please, Jesus, würden meine Jungs einer zur Rechten und einer zur Linken sein? Weißt du, was die Mama fragt? Würden meine Jungs die Geradste sein im Königreich? Wow. So, wenn die wollen bei Jesus mal die hier kriegen, sie wieder, nehmt die Mama an. Weißt du, das halt nicht viel. Jesus, das sagt sie wieder. Dann sagt er, sei aber wie ein Stall. Weißt du, das ist so funny. Hier wäre es redende Leute. Und ich sage, das fertig haben sich bei uns ein bisschen am Koller zu holen. Und so. Weißt du, mir ist das interessant. Wir leben einmal Jesus seine Jünger und Jesus, die Jünger, alle schmeckt es das flängst und da. Und das ging noch schlitt. Stellt dir mal vor, wenn du erst mal 13 Männer sind, die alle ein bisschen übermütig sind und so wieder, und vor flängst und da gehen. Und dann sich noch streiten, wer ist der Geradste. Und so, nun fragt Jesus, und über was streit ihr hier gewesen? Ich glaube, ich habe es sehr gut. Als Jesus hier mit Petrus verteilt, dann lebe ich horchte mit ein Uhr daheim. Was verteilen die da? Und er kann das hören, dass das ging da, wer ist das Geradste. Und so, er fragt ihn, und dann sagt er, sei aber wie ein Stall. Sei aber wie ein Stall. Keinem wird es zu sein, über was sie sich gestritten haben. Weil sie haben sich hingewiesen, darüber gestritten, wer von an der Geradste wird. Jesus sah sich durch und raubt die 12 und sagt, wow, stellt dir mal vor, Jesus jetzt sich mit durch und sagt, die Jungs, komm mal mit her. Und dann verteilt er einmal, was in dieser Welt schafft. Er sagt, in dieser Welt ist es so, die Menschen wollen das Höchste sein, die wollen Anerkennung haben, die wollen regieren sein und so weiter. So soll es nicht sein, manch Jüng, sagt er. So soll es nicht sein. Die, was das Geradste will sein, die soll dienen.
Und so Jesus sah sich durch und raubt het Volk und sagt, wer der Geradste sein will, muss sich selbst aus den Geringsten stellen und alle uns deiner sein. Eugene Peterson, dat is een schrijver van die Message-Bibel haben, der ist von denen geschrieben, in der Übersetzung soll ich sagen. Und so, er sagt, dass wenn ich in mein Hort ungläubig sei, na weet je, hij redt de Christen. Hij redt de Christen, wenn wir an Ferken in Kopf glauben und nicht in Hort glauben. So, er sagt, wenn ich in mein Hort ungläubig sehe, dann merke ich mich selbst der Höchste und das Ewerste über alles. Und ich will rein alles tun, was ich kann, zu meine Ehechen und mein Weltchen kreiten tun, wo viele Menschen ich hingewiesen vernichten muss, zum nachher kommen. Oh, Lied, wie sein das so sehr viel mal, nicht bloß in die Kirche, aber alle wegen. Mein Weg wird gehen, ich will Geld merken, als ich die mit unklein, die vernichten, der nicht, der hat sie mit Leck, aber ich will es wohin merken. Und das ist, was passiert, wenn wir in uns Hort ungläubig sind. Und wir sagen vielleicht noch, wir sind Kinder Gottes, wir sind in die Kirche, und wir sind Fan, und wir singen so immer, aber wenn ich in mein Hort nicht wirklich glaube an Gott, dann sehe ich Nummer 1. Und wenn ich Nummer 1 sehe, dann watch out. Diese Jünger, die wären nach Gott durch. Wir denken vielleicht so, okay, nu hat Jesus die Duld gesagt, und nu sagt er mal, check mal jemanden so worden, ist die Kinder, und die werden gratis Welt sein, die mal dein und so weiter, nu hatten sie das zu holen gekriegt. Aber nu wären die mal bekehrt, nu leiden die mal, und nu wären das seine Jungs, was immer den Nächsten das Höchste stellen. Die Geschichte jetzt wieder. In Lukas 22, da haben wir die Geschichte, wo Jesus seine Jünger die Feit waschen hat. Das ist der Abend, für Jesus den Krieg hat. Das ist der Abend, wo Jesus Aufscheid nimmt von seinen Jüngern. Und er verteilt ihnen viele Dinge. Er wascht ihre Feit. Weißt ihr, was das Nächste ist, was die Jünger tun? Sie streiten sich, sein wird gerade dort sein im Königreich. Kann ich das feststellen? Nur dem, was Jesus gewesen hat, was wirklich deins meint. Und weißt ihr, die Feit waschen, dort der geringste Sklub, dort der Sklub, was das vielleicht das Essen nicht zu brücken wird. Wir sagen einmal in Prediger, dort sind, was sie nicht kann brücken zum Kasenheiten. Und so wird es mit den Skluven. Und so, die werden zu wenig zu brücken, sagst du zum die Feit waschen, zu die gehen sie zu Faut, die Feit werden Grießferken mit ihren Bratsches und so wieder. Und wenn sie wohin kommen, von der, wenn sie wollen ein Lied kommen, die haben vielleicht ein bisschen reine Hüssens wieder, die tragen eine Schau aus bei der. Zu der Zeit wird ihre Feit gewaschen bei der, sodass sie nicht würden alle Hand Platten und kleine Grieset und so wieder. Nu hat Jesus dat gedaan. Weet je waarom Jesus dat deed? Because keiner van de andere jongens zei, ik wil het doen. Keiner van hen zei, ik wil het doen. En dat is van der nach haben wir krachte Trouble. Jesus deed nog einmal feit waschen, wenn ich und du sind nicht willig, dat te doen. Jesus wascht ihre Feit. Dann sagt er dort, Vers 22 wieder. Aber sie fangen an, sich darüber zu zanken, wer man an soll aus der Geradste ungesehen worden. Und Jesus sagt an, in dieser Welt regieren die Könige und waren begnügende Herren genannt. Wie jünt aber soll dort anders sein. Wer man jünt der Geradste ist, soll so sein als der Jüngste. Und der Vernehmste so ist in deiner. Kann ihr das feststellen? Wir würden vielleicht so denken, diese Jungs, nu sei ihr all diese Zeit mit Jesus habt ihr was, die haben alle Wunder gesehen, die haben gesehen, wo die Blinde sein können, wo die Stamme hören können, die Lume gehen, die Aussatz werden rein, die Todesstunden ab, die Devils werden durchgedreven. Mit den Jesus habt wir sie nu für eine längere Zeit habt ihr was, und nu kommt der Platten ein, nu würden wir so denken, okay, diese Jungs sollen nu mal weiten, dass wir dein. Oh no, weißt ihr, ich sehe gerade das du. Ich sehe welcher. Wow. Und welches Lied? Vielleicht hast du ein bisschen Dichtspiel für uns von dir. Aber wo viel Mal ist Jesus das eingestellt? Nur dem, was Jesus uns geraten hat, nur dem, was uns sind vergeben sind. Wir sind geheilt worden, wir sind frei gemerkt worden, aber wir haben noch einmal klar, ich sehe Nummer 1. Ich sehe das Wichtigste. Das ist, was troubbelt in onze Eigen, das ist, was troubbelt in onze Familie, das ist, was troubbelt in Gott seine Familie, das ist, was bei Geschäft troubbelt, das troubbelt alle wie ein. Ich sehe welcher.
So Jesus lehrt seine Nachfolger, sie sollen dienen. Die erste Botschaft in dieser Rede, das seht wie, dass ich war in einer Familie dienen. Ich war in einer Familie dienen. Und wer hat sich das gesagt? Ich war in einer Familie dienen. Und ich schreibe dann Selbstsichtigkeit da ein bisschen an, weil Dinge sind nicht korrekt, so ist ich, das würde tollste gleichen. Und so Jesus lehrt seine Jünger, sie sollen was dran geben am anderen, sie sollen dienen, sie sollen die Familie höher achten als sich selbst. Und diese Jungs, rein ganz bei dem Kreuz, das ging alle an mich. Aber weet je, Lied, dann bei einmal, dann gibt es eine Transformation. Dann bei einmal, dann gibt es hier eine Ändernis, was uns meist nicht deutlich ist, dass Menschen so sehr ändern können. Wie fing das in Apostelgeschichte? Petrus hat gepredigt. Der Heilige Geist ist gekommen, der hat diese Jünger von nie geboren. Die sind nie geworden, die sind getransformiert worden. Die sind nie gemerkt worden. Weil diese Jünger müssen immer das ganz klarste Bild von was der Heilige Geist in die Welt tun. Diese Jünger, die werden selfish, die werden selbstsüchtig, bloß me, und rennen weg von Jesus, verlieren Jesus, und hatten Sorten, wo hängen verschlossene Dären, Angst hatten sie für die Juden und so weiter. Aber einmal kommt der Heilige Geist, und welche diese Lieder sind 100% umgedreht. Und das ist mir immer so interessant. In der Apostelgeschichte, die Jünger, die für die Juden Angst hatten und die für die Kirche Jesus verlieren, die standen bloß ein paar Weg, Luther, kriegt für die selbst die jüdische Lehrer, was Jesus gekriegt hatten, wie ist denn gesagt, checkt denn gesagt und sagt, je hat Jesus tot gemerkt, Gott hat ihn von dort abgewagt, wie sind Zeugen für das. Und welches der Heilige Geist kommt, dann lesen wir das in der Apostelgeschichte, Kapitel 2. Vers 44 und 44. Nun, wir werden das vergleichen mit der Selbstsichtigkeit, was wir erst kennen bei diesen Jungs. In all die zum Glauben gekommen wären taub und hatten alle Sachen gemeinsam. Sie verkauften ihr haben Gott und verteilten dort manchmal durch aus in jedem dort fehlt. Wow. Kann ich den Unterschied sein? Erst sehen sie me, Petrus, Johannes, Jakobus, sie nehmen sich ihre Mama an, zum für Jesus reden und so weiter. Und über einmal sind sie von Thron raufgestoppt. Über einmal sagt er, dass sie verkauften ihre Dinge, sie teilten sich die Ernte, sie geben was dran an andere Menschen. Na, weet je, so eine Schrift, das glaube ich nicht, dass wir das so verstehen können, dass jeder Mensch alles verkauft und die wohnen dort groß. Wie fing Luther in der Salzige Geschichte, bloß ein paar Kapitel Luther, als Petrus in Gefängnis zurückkam, dann geht er nur Maria ihr Haus, wenn du sind die Christen toten beten. So, sie hatten nicht rein alle Dinge verkauft. Aber ich glaube, was sie deuten, ist, sie verkauften Dinge, was wie vielleicht vielmehr würden sagen, well, das fehlt mir, aber ich würde unleben können und so weiter. Und sie verkauften seine Dinge. Horcht nur das, Kapitel 4. Ich glaube, das ist, was da passiert, 36 und 37. Und Joseph, der von der Apostel Barnabas genannt wird, dort meint einer, der dort trösten wird. Ein Levit, der von Zypern stammt, hat Land und verkauft dort und kam und übergibt der Apostel dort Geld. Und so das ist Barnabas, wenn Sie mal eine interessante Person studieren in der Bibel, dann dort mal Barnabas studieren durch Apostelgeschichte. Sehr interessante Person. Aber er hat Land dort auf der Insel Zypern, ein Engel von Jerusalem. Und so er hat ein Haus, er verkauft das Land, bringt das Geld und sagt, mit das werden wir Gott seine Familie bauen. Aber wisst ihr, was da dann Mann kommt? Ich glaube, ich kann die Geschichte von Ananias und Sapphira, da euch? Reinfuts nur das. Vielleicht kriegt das Barnabas ein bisschen Anerkennung in die Kirche. Ich weiß nicht. Ich meine, der hat einfach, das ein bisschen, wenn jemand hier will, seine ganze Wirtschaft verkaufen oder sein Land, seine Wasserie, er bringt das Geld in die Kirche und sagt, mit das werden wir über die Weltmission tun. Wir würden ein bisschen hochheben, glaube ich. Vielleicht ist das, was dort passiert. Dass Barnabas ein bisschen ihr kriegt, und dachten Ananias und Sapphira so, hey, das ist ein Weg für uns, zum auch genommen zu kriegen. Und so sie merken ein Agreement, sie merken sozusagen einen Kontrakt, damit die Kirchen sagen, wir haben dort ein bisschen Land, wir wollen das verkaufen, dann bringen wir das Geld. Und die Bibel sagt uns nicht, dass sie einen Kontrakt machen, aber Schriftleier sagen uns, dass wenn wir dort in der griechischen Sprache lesen, dann gibt dort so ein Bild ist dort. Und so einer Weise, sie verkaufen mehr Land, und dann bereden sie sich zu, weißt du was,
dit wordt ons een fijne naam geven, aber ons fehlt ook nie Ertrag. Waar we een beetje houden. En zo zij komen, en je weet in de Geschichte, wo Petrus sie entfernt, sie fallen hand, sie sterben. Ich habe mich mal gewundert, wieviel von uns würden noch leben, wenn wir den Tag gestorben wären, und sie das erste Mal in die Kirche leben? Würden wir leben? Na, vielleicht sei je ooit nou niet alle alleen. Ik doe ook. En zo. Wat ik meine damit ist, dass wir rohren innerlich vielleicht und kommen naar Kirche und sagen, hey, guten Tag, was ist das? Oh, praise the Lord. Mir gut. Eens strijd ik me de wachtje met mijn vrouw, en zij wil niet zoals ik. Wenn ik zie de middelpunt, zoals ik wel, zo moet het. En zo dit is een ding waar we alle met kämpfen. Hoor wat Paulus zegt in Galater 5. Hij zegt dus dit, ik zei in de waarheid, en ik zei het zo, wandelt im Geist, dann wil je dat niet doen, wanneer dat Fleisch je lasten dat. Nou wat dat die Fleisch je lasten? Nummer 1, dat dient Fleisch je lasten, nou ik zie dat heiste. We denken vielleicht aan drugs en drinken, hoererie en zo'n dingen, dat is alles pot ervan. Aber ons Nummer 1 Problem liegt, ons Nummer 1 Problem ist Misals. Dat is wat die Fleisch wil. En zo, ik wil voor mij strijden. Ik wil de graadste bied hebben. Want dat ze zit, dat is meent, dan is het meent. Dat zal je klar zijn. En zo, wanneer hij zegt, wanneer de Heilige Geest ons leiden wird, dan wordt ons Fleisch niet regieren. Weet je wat dat meint? Krijgt dat wat in de Apostelgeschichte passiert. Als diese Jungs bei einem Heiligen Geist gefällt werden, dann wird es nicht mehr me. Dann wird es Jesus. Dann wird es die Familie. Dann sehen sie für die jüdische Lehrer, sie sagen, wir wollen nicht still sein. Dort die selbst entscheiden, als es reich ist, Gott mehr horchen als Jüd, oder Jüd mehr horchen als Gott. Wir sind bereit zu sterben. Für Jesus. Was hat geändert, diese Jungs? Der Heilige Geist. Sie werden bei mir gefällt mit dem Heiligen Geist. In 1. Johannes 3,16, da sagt Johannes es dit. Wat wahre Leib ist, morgen wieder wahre Leib, nicht eine heuchlerische Leib, wahre Leib. Wat wahre Leib ist, können wir an Jesus sein, der sein Leben für uns jäuft. Morgen ist wieder wahre Leib und jäuft. Die gehen taub. Leben und geben. Geschwister, dat hier taub. Ich kann nicht sagen, dass ich leib die und habe noch ewig für die. Jesus ist uns bestes Beispiel von Leib. Und er sagt, und so soll wir auch willig sein, uns Leben für die Brüder zu loten. Hört ihr dort? Dort sagt, Jesus gibt sein Leben, wenn er lebt, nu sagt er, leib je, zodat je een Leben geben. Kan je verstaan wat hier passiert? Dit is ganz het tegendeel van zijn, ik zie de hekste en die worden ze dan als ik zei. Ganz het tegendeel. Na, dit meint ich, glaube ich nicht, dass wir sollen gehen ans Leben nehmen. Aber das meint, dass ich soll willig sein, zu mein Haben Gott verkaufen, zu die halten. Wow. Das ist, was in der Gemeinde passiert, von Anfang. Und Gott, denkt an, Gott achtet so hoch, was die Gemeinde da, dass er entscheiden da, das soll Port sein von meinem Wort. Das ist das, wo wir das weiten, wenn Gott entscheiden da, dass das soll abgeschrieben werden, was die Gemeinde da. Ich will die Gemeinde wichtiger merken als mir selbst. Das ist, was hier passiert. Wir lesen hier wieder. Er sagt, aber wer in dieser Welt Gott auf ist und sieht, dass sein Bruder was neidig fehlt, und ob sein Hort vom Tausch schlägt, wo kann der sein, dass Gott am Haupt der andere Gott sein? Liebe Kinder, wir wollen nicht bloß reden von andere Gott sein, aber dort in Wahrheit mit uns Down bewiesen. Weet jullie, diese wieder die trafen sehr dicht bei dem Haus. Wenn wir eine Gemeinde sind, wenn wir eine Familie sind, was selbstsüchtig ist, und ich sehe eine Familie selbstsüchtig, und das ist meint, und du willst die du nicht handchecken musst, because das ist meint und so weiter. Wenn dort unsere Einstellung ist, wir sind 100% jen Gott seine Wort. Und so heißt es, wir sollen so eine Leben haben, als Jesus hat.
In Philippa 2. Nou, dit is meerdere versen, loop me die even lezen, dan wil ik er bloos some dingen uitnemen. Hij zegt zo dit in Philippa 2 van 1 tot 9. Hij zegt, merkt bij jullie einer den anderen mutig in Christus. Wow. Weet je waar wir uns mutig merken in Christus? Dat is met de nächsten hekje achten als mijzelf. Ik heb wat ewig voor die. So hij zegt, merkt bij jullie einer den anderen mutig in Christus. Wer uns dit Frauen aus Lebenswasser Familie? Merkt wie uns einander mutig, met dem dat wir wat drum geben um die andere Person. Treist je jullie leiftolig. Habt je im Geist Gemeinschaft? Sind je von Horten Gott und kennt je mitfall mit die wat lieden? Dann merkt mir so reich froh, dass je einig worden, je alle gleiten Gott sind und je Gott vertrauen und nur einerlei streben. Sieht nicht nusig. Das Wort nusig meint selfish. Das meint me. Sieht nicht so dort. Er sagt, sieht nicht nusig und ehrgeizig. Viel mehr auch den nächsten Hecher aus den Salz. Je soll nicht bloß nur dort checken, was den Salz interessiert, aber auch nur dort, was den Nächsten interessiert. Welche Lebenswasserfamilie, wenn wir das würden nur kommen, wow. Der rein ganze Umgebung in der Welt wird sein, dass Jesus Christus es hat. Das ist, was Jesus sagt. Wenn jemand wollen leben, dann wird die Welt sein, dass ich sie Gott sehen. So, dann sagt er wieder, so haben wir gesagt, ein bisschen, wo wir sollen sein als Familie, dann sagt er das, sieht einander so gesehen, als Christus Jesus selbst wir. Jesus wir von seiner Natur her Gott, aber dort sagt er nicht so an, dass er dort mit Gewalt festhalten muss. Er trug sich dort so als Gott sein ut, nahm eine Gestalt an als ein Knecht und war dadurch so wie Menschen geboren als ein Mensch. Demütig mirke sich gering und wird gehorsam bei dem Tod, ja bei dem Tod am Kreuz. Doorwegen hat Gott ihm auch hochgehoben und ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Kann es sein, was Jesus steht? Stellt euch mal vor, dass Jesus sagt zu mir, weißt du was, John, ich liebe dich von ganzem Herzen. Aber ich sehe nicht wahrlich, meine Herrlichkeit im Himmel zu verloren, denn für die sterben, dass die kostlich werden. Kann ich das feststellen? Wow. Wenn ich du musst nur der Verdammnis gehen, wenn Jesus sagt, ich liebe dich, aber ich sehe nicht wahrlich, raufzustarten, zum dir raten. Oh, welche Lied, wie aus Gott seine Kinder haben, einmal Charaktereinstellung. Oh, ich liebe dich, aber hey, halt die Salz. Das schafft nicht, Geschwister. Vielleicht habt ihr sich mal gehört, dass ein Mann, was wir gut haben in Winnipeg, Al Friesen, heute, something in worden gut haben, das hier gewasst, manchmal. Aber er hat mal eine Geschichte von mir immer sehr satten geblieben. Das handelt sich um eine Kirche in Manitoba, aus Heuen nach der Jung wie ein sein Fuhrer, wie du eine Kirche. Sein Fuhrer wie ein bisschen von der älteren Mann an eine Kirche. Und ein Tag dann sind entscheidend in der Kirche, okay, wie man einen Washrooms anbauen. Und so wat wel we die onjem Taler uitgroeven en die doen aanbauen en er buiten op de eerd aanbauen. En dan zegt er weer de 5 mannen, 5 oudere mannen in de kerk, die wilden alle, voordat ze wilden dat buiten aanbauen en de eeuwige part van de kerk wilden, ze wilden het Taler uitgroeven. En hij zegt, zijn voeder had door in de broederschap gereed en gezegd, ik zie er niet ver dat we dat im Taler uitgroeven, dat je veel meer arbeid en al zo'n dingen, we hebben buiten ruim, wo we niet buiten aanbauen en zo wieder. Aber die jüngere Generation in der Kirche, die will sich in den Taler rüttegruben. Und dann, als die wohl ist vorig hast, dann stellt sie den Führer ab und sagt, wenn die nicht so wollen, sagt, dann geht in Haus. Na, weißt ihr, was er sagt? Er sagt, ich habe jeden dort gewählt, was die anderen entschlossen haben, aber ich war es mein getan, dass wir dort waren, bei uns rüttegruben. Und dann sagt er, dann hatten diese 5 Männer, wo alle die jeden gewählt hatten, in alle Bruderschaft durch jeden geredet. Dort waren die 5 Männer, die die meiste Eid hatten rütgedracht mit Amasch in den Taler. Welche Lied?
in der Familie Einigkeit haben, in der Familie hechter achten, als mich selbst, dat mein Gott, ik met rein, alles metgo, er ik bloß eine Flur, dat ik zie, en ik red je, nur, ik heb keine andere Idee, dat is nicht, wat meint. Aber dat meint, dat wenn die Familie eine Entscheidung merkt, dann wo ich dafür sein, dass wir die Entscheidung wollen uitvallen. Wenn ich da ebenfalls auf gehen will. Und heute seht ihr, wir nicht eine Person in der Kirche was nicht krass sein hat, was diese 5 Männer deuten. Und dort wir in jeder eine von ihren Däuben hart näher gesungen. Und welche Lied, wir wollen vielleicht einmal Entscheidungen merken aus Familie oder aus Leaders, wo wir nicht alle mit agreeen. Wer ist welcher? Die Familie oder du? Wer ist welcher? Und welche hier ist, wo das wichtig ist, dass wir das klar holen, dass die Familie gehört Gott. Das ist nicht bloß eine Gruppe, das ist nicht meine Familie, das ist nicht bloß eine Gruppe Familie. Wir haben hier von der 3 Menschen getauft. Aber weißt du was? Jesus hat die in der Familie getauft. Die sind nicht in der Familie, wenn wir die tauften. Die sind in der Familie, wenn der Heilige Geist hat und Jesus in Körper getauft. Das ist Jesus seine Familie. Das ist sein Körper, heißt der Haupt, heißt die Körper, oder wie sind die Körper? Du hast bloß einen Kopf, du hast bloß einen Körper. Und dort habe ich in euch gesagt, aber das ist wichtig, da wir das klar holen. In der ersten Botschaft sehen wir uns das steht. Ich sehe die Person, was Jesus fehlt, dem seine Familie vor dir. Na, kann jemand gefragt, nur dort nur sein, manchmal, ich will noch Wahrheit lechen. Kann jemand mit sein, ich sehe die Familie, was Jesus fehlt. Ich sehe die Familie, ich sehe die Person, okay? Ich sehe die Person, was Jesus fehlt. Bleiben noch einmal. Ich sehe die Person, was Jesus fehlt, dem seine Familie vor dir mehr. Dem seine Familie vor dir mehr. Ferien sind auch, seht wie uns steht. Ich sehe die Person, was für Einigkeit anstehen in der Familie. Und ich sehe die Person, was Jesus fehlt, dem für Einigkeit anstehen. Und noch einmal, ich sehe die Familie, was Jesus fehlt, dem für Einigkeit anstehen. Noch einmal, ich sehe die Person, was Jesus fehlt, dem für Einigkeit anstehen. Na, ich sehe die Familie, nicht? Oder was? Ja, ich verrede mich hier bei uns. Aber ihr weißt, was ich meine, nicht? Von der wollen wir das sein. Ich sehe die Person, was Jesus fehlt, dem seine Familie wichtig mehr. Ich sehe die Person, was Jesus fehlt, dem seine Familie wichtig mehr. Und welche Lied? Wollen wir das klar haben? Das ist Jesus seine Familie. Ich hat kein Reich, Jesus seine Familie zu vernichten, wenn die Dinge machen so, als ich will. Und das ist nicht mehr reich, wenn wir manchmal Ideas haben, wenn wir vielleicht manchmal verschlagen, oder wenn wir manchmal sagen, wie soll das stehen. Aber wenn wir sagen, wenn jeder nicht so tun, als ich war, dann nehme ich meine Trucks und gehe nach Hause, dann sind wir im ganz Rechter steht. Wenn wir die Familie Jesu, Jesus Christus seine Familie, welche merken aus uns selbst. Vielleicht weißt du gar nicht, was du in der Familie bist oder nicht. Vielleicht sagst du von dir, ich weiß nicht, was der Heilige Geist mich hat von der Familie getauft. Wenn ihr das Leute über WhatsApp hier, oder über uns App, oder über CD, vielleicht bist du eine Person, wo du sagst, ich weiß nicht, was sagt Jesus seine Familie hier. Dann will ich Ihnen einen Vers lesen, in Johannes 1, Vers 12. Dort sagst du steht, aber all die am abnehmen und an seinen Namen bleiben, die für den Mach Gott seine Kinder zu werden. Wenn du von dir hier bist, oder wenn du das hörst und du sagst, ich weiß nicht, was sagt Gott seine Familie hier, was sagt der Heilige Geist, hat gekriegt, oder dass der Heilige Geist mich hat von der Familie getauft, dann würde ich dich anladen, komm nach Jesus. Das sagt, wenn wir Jesus abnehmen, wenn wir uns arm bleiben, dann dürfen wir uns dort reich seine Kinder zu werden. Und weißt ihr, wenn wir Gott seine Kinder sind, dann gehen wir zu der Familie. Gott merkt die Part von der Familie, mit die den Heiligen Geist geben. Er tauft die in seinen Körper an.